Guten Tag, liebe Freunde. Heute zeige ich euch, wie man in Final Cut Pro eine Freeze Frame hinzufügt. Also wie man zum Beispiel den Effekt macht, den ihr vor dem Intro gesehen habt. Es sind sogenannte 2 Schritte. Das heißt, wir brauchen 2 Programme. Ich nehme jetzt hier für Final Cut Pro und Pixelmator. Das sind beides Programme, die nur für Mac gehen. Also ja, ist das schon mal nicht so gut für die einen PC haben. Hier haben wir das Video, das ich heute benutzen werde. Den Ton nehme ich direkt mal raus hier. Ihr seht, ich habe das war vom letzten Video, das ich hochgeladen habe, und dort habe ich diesen Effekt noch nicht drin, den ich heute machen werde. Aber es wird auf jeden Fall sehr gut. Ihr seht hier, der Schuss, der ist wirklich gut. Hier seht ihr, der geht hoch nach oben. Darum habe ich diesen ausgewählt. Der macht wirklich einen schönen Bogen hier. Sieht man auch hier. Tadak. So, okay. Heute geht es um den Effekt, dass man eigentlich im Video der Ball hier stehen bleibt. Das heißt, man sieht dann die Flugbahn, den er gemacht hat. Und ja, wir fangen direkt mal an. Okay. Ihr müsst hier auf jeden Fall auf der Einstellung sein, dass ihr die Sekunden und die Frames seht, ja. Dafür müsst ihr einfach hier draufklicken und das hier links, das sind die Sekunden, das hier rechts sind die Frames. Dieses Video wurde mit 50 Frames pro Sekunde gefilmt. Das heißt, es kann locker um 50% verlangsamt werden. Dann sieht das etwas so aus. Und aber dass wir es noch ein bisschen flüssiger haben, machen wir es einfach mal auf 75%. Ich glaube, das sind jetzt so etwa 42 Frames per Second, wenn ich da richtig liegen müsste, ne? Okay, das ist dann das Video hier. Genau. Und ja, jetzt legen wir schon los. Wir wollen das erste Bild nehmen vom Ball und das ist dieses. Das Problem ist einfach in diesem Video, dass der Ball ein bisschen unscharf ist, aber es geht eigentlich genau gleich gut, wenn der Ball scharf ist. Es sieht sogar noch ein bisschen besser aus. Okay, was müssen wir jetzt als erstes machen? Wir müssen uns hier merken, das ist die erste Sekunde und das 36. Bild. Und wir müssen jetzt dieses Bild hier abspeichern. Das heißt, wir gehen hier drauf, ihr müsst Ziel hinzufügen machen und dann wählt ihr dieses aus und zieht es hier rein. Ihr könnt es noch umbenennen, wie ich es gemacht habe. Ich habe es jetzt hier schon drin. Dann geht ihr hier drauf, JPG-Datei, JPEG-Datei exportieren. Weiter. Ich habe es mal auf dem Schreibtisch und jetzt haben wir die erste Sekunde und der 36. Frame. Sichern. Okay, das ist das erste Bild. Und wir machen das jetzt so, wie wir das wollen. Okay, der nächste Frame, würde ich mal sagen, ist dieser. Das ist der 39. Frame von der ersten Sekunde. Da müssen wir wieder weiter. Das war die erste Sekunde und der 39. Frame. So, okay, dann gehen wir wieder ein bisschen weiter. Nehmen wir diesen da. JPEG-Datei sichern, das ist die erste Sekunde und der 43. Frame. Bisschen weiter wieder. Diesen hier. Das ist immer noch die erste Sekunde. Erste Sekunde und der 47. Frame. Sichern. Ich mache jetzt das mal, bis ich hier alle Frames habe. Also ich nehme etwa noch 10 Frames, sage ich mal, bis dahin. Und werde die dann auch mal ordentlich abspeichern, würde ich mal sagen. So, ich habe jetzt all diese Bilder exportiert. Das heißt, ich habe von hier bis da habe ich jetzt insgesamt, das können wir mal schauen. Hier seht ihr noch all die Bilder. Das müssen erstmal gelöscht werden. So. Okay, das sind all die Bilder, die ich jetzt abgespeichert habe. Diese hier, hier seht ihr wieder 1,36 so. Das geht hier wirklich schön der Reihe nach. Das ist sehr praktisch. Und so, jetzt gehen wir erstmal aus Final Cut raus und öffnen Pixelmator. Okay, und jetzt wird es eigentlich relativ nicht kompliziert, aber aufwendig. So, das Programm ist jetzt gestartet, das heißt, ich kann hier diesen Knopf beenden. Gehe hier drauf, Rechtsklick, öffnen mit Pixelmator.
So, jetzt sind wir hier drauf. Und jetzt ist unser Ziel, dass wir diesen Ball hier freistellen, okay? Auswahl anpassen. Nee, das geht nicht so. Da müssen wir auf jeden Fall transformieren. Und hier können wir die Auswahl bewegen. Um den Ball rundherum. Das wird dann etwa, ich will mal sagen, so sein. Okay, dann sind wir hier um den Ball. Dann gehen wir auf Anpassen und machen ein bisschen eine weiche Kante. Das wird dann so sein, okay? Das ist schon mal gut. Dann macht ihr hier Auswahl umkehren und löscht das Ganze. Jetzt habt ihr hier den Ball eigentlich sozusagen freigestellt. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wenn ihr hier auf Exportieren geht, das in einer PNG-Datei abspeichert, damit hier rundherum, dass da dass das transparent ist, okay? Geht weiter. Schreibtisch abspeichern. Mit der PNG-Datei. Ich will mal sagen, wir machen hier einen neuen Ordner. Den nennen wir mal um in PNGs. Und machen dort dieses rein. Das heißt, wir können jetzt das erste hier auch schon löschen. Ich werde jetzt in all diesen Bildern den Ball ausschneiden und dann sehen wir uns wieder. Wir sind jetzt wieder hier in Final Cut Pro drin und müssen jetzt erstmal all unsere Dateien, die wir hier auf dem Schreibtisch in den PNGs abgespeichert haben, alle importieren. So, das könnt ihr alles eigentlich eingestellt lassen. Bis ihr hier nur noch runter scrollen. Oder was sind die? Hier oben sind die. Okay, das sind jetzt hier die Bilder. Und jetzt besteht eigentlich nur noch eine Aufgabe. Wir müssen jetzt wieder zu den Frames gehen. Wir sind da 1,36 ist das hier. Ziehen wir das runter und machen es bis zum Ende. So, dann gehen wir zum nächsten. Das ist der 39er Frame. Da müssen wir ein bisschen reinzoomen, damit das auch geht hier. So, holen wir uns diesen. Und das werde ich jetzt auch noch kurz fertig machen. So, das zweitletzte Bild wird jetzt eingefügt. Wir müssen jetzt nur hier zu 4 Sekunden und dem 15. Frame gehen. Und dann haben wir das Ding eigentlich geschafft. Ich weiß jetzt nicht, ob man das hier ein bisschen hoch machen kann. Ja, kann man. Man merkt, das Programm fängt an relativ fest zu laggen. Das liegt daran, dass das wirklich auch sehr viel Leistung braucht. Ich weiß jetzt nicht, ob man die alle miteinander hier langziehen kann. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ne, das geht anscheinend nicht. Aber das kann man hier auch sehr, sehr gut manuell machen. So. Man sieht wirklich, es fängt an zu stocken. Das liegt daran, dass es jetzt, glaube ich, etwa mindestens 18 Spuren miteinander sind, die jetzt hier übereinander liegen. Das ist halt für einen Mac, würde ich mal sagen, sehr viel. Das Programm sollte eigentlich 40 Spuren aushalten miteinander. Und das sogar in Full HD. Obwohl das eigentlich Full HD ist, muss man dazu auch sagen. Aber mein Computer hält das anscheinend nicht gerade sehr gut aus, muss man auch sagen. Aber ich bin mit dem Resultat bis jetzt sehr zufrieden. So, okay. Jetzt haben wir das hier eigentlich alles hingezogen. Dann wollen wir das mal anschauen. Und so sieht das jetzt aus. Es sieht wirklich perfekt aus. Und wir sehen jetzt wirklich wunderschön hier die Flugbahn des Balles. Da könnt ihr noch eine wunderschöne Musik drunter legen oder irgendetwas machen, was ihr wollt. Und ja, dann würde ich sagen,
war es vom Tutorial. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Es ist nicht wirklich leicht. Ja, es braucht ein bisschen Aufwand, jetzt hier das alles hier zu machen. Aber es hilft auf jeden Fall, um ein wunderschönes Bild hinzukriegen. Ich werde in meinem nächsten Fußballvideo, das hier wird da drin auf jeden Fall vorkommen. Man kann natürlich die Abstände des Balls noch viel kürzer machen, um das noch viel besser aussehen zu lassen. Man kann das jetzt natürlich auch hier wieder nehmen und abspeichern, um ein Thumbnail für YouTube zu kreieren. Das wird dann so aussehen hier. Ja, auf jeden Fall freut euch auf das nächste Video. Es wird auf jeden Fall hammergeil. Es wird wieder ein Freistoßvideo werden. Und dann würde ich sagen, war es das. Liked auf jeden Fall mal ordentlich rein, weil das wirklich ordentlich auch Aufwand gebraucht hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.